Küssen, hier beliebt, da verboten, dort unwichtig. Nicht überall auf der Welt küssen sich die Menschen so selbstverständlich wie in Europa. In manchen Staaten ist das Küssen sogar verboten. Und in vielen Gegenden der Welt finden die Menschen das Küssen gar nicht wichtig. Ein Kuss hat viele Vorteile, wie verschiedene Forscher in wissenschaftlichen Untersuchungen herausgefunden haben. Küssen macht schlank, Küssen macht gesund, Küssen ist gut für die Haut. Es kann sogar das Immunsystem stärken. Und Küssen macht glücklich. Menschen, die viel küssen, sollen mehr Erfolg im Beruf haben. Angeblich haben sie sogar weniger Autounfälle. Heutzutage wird in Europa überall geknutscht, auch in der Öffentlichkeit. Früher war das nicht so. Der erste Kuss, der öffentlich in einem Film gezeigt wurde, war 1896 zum Beispiel ein Skandal. Und auch heute gibt es immer noch Menschen, die weggucken, wenn sich etwa zwei Männer oder zwei Frauen küssen. Das gehört aber mittlerweile zur Normalität. Hier, in einigen Ländern der Welt, kann man für einen Kuss ins Gefängnis kommen. In Dubai zum Beispiel. Dort ist ein Kuss in der Öffentlichkeit strikt verboten, wie in anderen arabischen Ländern auch. Auch in den USA gibt es in manchen Orten noch Kussverbote. In Teilen des US-Bundesstaats Connecticut zum Beispiel ist es Paaren untersagt, sich sonntags zu küssen. Doch die alten Gesetze aus den USA werden heute sicherlich nicht mehr ernsthaft angewandt. Es gibt aber auch Gegenden in der Welt, da findet man den Kuss einfach nicht so wichtig. US-Forscher haben herausgefunden, von 168 Volksgruppen aus allen Kontinenten misst mehr als die Hälfte dem Kuss wenig oder gar keine Bedeutung bei. Zu eklig, zu erotisch. Die Forscher vermuten, dass die Freude am Küssen mit dem sozialen Gefüge zu tun hat, in dem die Menschen leben. Denn in stärker industrialisierten Gegenden wird mehr geküsst als in entlegenen Regionen, wie zum Beispiel in den Waldgebieten des Amazonas.